Wie lange dauert es, so ein Event zu organisieren? Naja, das fängt relativ früh an. Das heißt, direkt nachdem die Sommervakanz rüber ist, geht das am Fongol schon los. Die erste Reunion ist ja am Fongol auch schon für unter alle halbe Vakanz, wo wir den Schülern die Informationen mit auf den Weg gehen. Und dann haben sie eine Woche Zeit, für sich etwas rauszusichern. Und ja, die vier sind, die können sich auch den Stand dann raussichern. Und ja, das ist schon 3 Monate Präparation, wo du musst mit errechnen. Das ist ja die 8. Edition. Es hat angefangen mit einem Christmarkt, der relativ klein war. Und war alles geplant draußen. Und du hattest aber mit immer geredet. Und du mussten kurz die Decision holen, dass wir das ganz nach Bonn verfrachten. Und ja, so hat es angefangen. Und von Jahr zu Jahr, als wir mehr groß gehen, und dann wieder gesehen, ja, haben wir volles Haus. Was waren die größten Schwierigkeiten des Jahres? Ja, das Jahr eine Schwierigkeit, die wir sich alle Jahre immer haben. Wir haben an unserer Organisationsequipe eine To-Do-List, die wir füllen, und was der Christmarkt mir noch regelt, was die To-Do-List immer wie lang geht. Und da sind ganz viele Punkte drauf, die ihr wirklich recht den allerletzten Moment recht kann ja, streichen von der List. Das ist immer eine Herausforderung, aber nichts, ja. Was verkauft ihr heute? Popwatches. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wir haben so evaluiert zusammen in der Klasse und einen hat einfach die Idee so vorgeschlagen. Was motiviert euch, diese Christmarkt all Jahr zu organisieren? Und da brauche ich nicht mehr die Atmosphäre hier rundherum zu gucken und eben auch an Gesichter von unseren Schülerinnen und Schülern, die einfach immens motiviert sind, engagiert sind und sich für den guten Zweck einsetzen, weil sie schaffen nicht an hier Tasche. Sie werden nicht einmal, dass sie einen Ausflug finanzieren können, aber sie machen das für den guten Zweck und das motiviert uns, für das all Jahr neu zu organisieren.